Herr Präsident, ich will meine Intervention zum Budget hauptsächlich an den Kontext von der Zukunfts- und Wachstumsfrage stellen. Sind wir richtigen oder falschen Weg? Also der Budget an eine Politik für die zukünftigen Generationen oder als eine Politik, die die zukünftigen Generationen hypothekiert und sie für unlösbare Probleme eventuell stellt. Ich will dafür eine Reihe von Punkten analysieren, die als aktuelle Situation an den Kontext von diesen Perspektiven setzt. Ich will anfangen mit den Staatsfinanzen. Die europäische und weltweite Konjunktur befindet sich an einem Abwärtstrend. Und da machen auch die Lützeburger. Auch wenn der Wachstum kürzlich als Lützeburg noch revidiert ging, bleibt er hoch. Am April 2017 war am Programm de Stabilité nach einer Croissance von 5,2% vom PIB für 2018 vorgesehen. Am Haut schwätzen wir von 3,5, 3,8%. Moyen über die vergangenen Jahre war 3,5%, sodass wir am Anfang noch immer an der guten Moyenne von den letzten Jahren liegen. Am Dachgeseite Budget ein Defizit an der Höhe von 545 Millionen für. Übrigens den höchsten Budget mit dem höchsten Defizit an dieser Legislaturperiode. Ein Budget von bald 1 Milliarde Defizit bei starkem Wachstum, da muss man sich doch froh stellen. Der Finanzminister und die ganze Regierung so am Anfang, die Staatsfinanzen sind gesund. Bei 1 Milliarde Defizit zu schwätzen, dass die Staatsfinanzen gesund sind, das ist nicht Nutze vollziehen. Es ist aber nicht neu, dass das Staatsbudget defizitär ist. Am Anfang an den 80er und 90er Jahren hatten wir hoch Überschuss. Wir hatten Überschuss als bis 35 Milliarden Franken an einem Budget, den wir dann noch über eine Resolution hier in der Chambre auf die verschiedenen Investitionsfonds verteilt haben. Wir von 2003 bis heute war übrigens nur eine große Steuerreform, als das Staatsbudget defizitär ging, mit Ausnahme vom Jahr 2007, 6 und 8 waren wir am Equilibre. Wir praktisch immer war das Staatsbudget am Defizit, und dafür muss man sich generell vorstellen, wenn wir heute zu Lützeburg Finanzpolitik machen, wenn wir über Jahre das Staatsbudget bei einer höheren Konjunktur immer am Defizit losen, in Defizit, den wir ja müssen integral über Emprunt finanzieren. Für das Jahr 2017, wo wir uns daran befanden, hatten wir 851 Millionen am Budget vorgesehen. Wir kriegen als Finanz- und Kofibu, als Kofibu und Comexbu Kontrollkommission, kriegen alle 3 Monate vom Finanzminister von der Verwaltung und Schiffe. Wir haben die erste Trimester, also den letzten März, hatten wir ein Defizit von 87,9 Millionen vis-à-vis von einem Defizit, den auf Jahr vorgesehen war, von 851 Euro. Eine äußerst positive Entwicklung an den nächsten 3 Monaten. Nur 6 Monate aus dem Defizit auf 200 Millionen abgegangen, was auch nach immer gut ist, vis-à-vis von dem geplanten Defizit von 851. Und am 3. Trimester, also letzten September, also dann aber so bald explosionsartig an die Lut gegangen, weil ein Dorf von 200 auf 600 Millionen an 3 Monaten abgegangen ist. Wie das 4. Trimester ausgeht, wissen wir nicht. Der Finanzminister hat uns aber der Morgen gesagt, dass das 4. Trimester eine gute Entwicklung wird und dass die Kinder mit rechnen, dass ein Defizit am Jahr unter 500 Millionen fallen. Das heißt, den Defizit, den wir Ende September hatten, von 600 Millionen, die geben wir zurückgehen, unter 500 Millionen. Das ist aber auch gesagt, und ich meine, das soll den Herr fairerweise dabei sagen, dass die Steuerverwaltung exzeptionell Resetten gemäht hat, von, ich weiß nicht, 2 oder 3 große Betriebe, die konnten rückwirkend gemäht und wo 300-400 Millionen außer der Reihe rauskommen wir, so als im bestimmten Fall mal an der Finanzkommission gesagt wird, die übrigens kontestiert werden von denen Entreprisen. Wenn das so ist, sind wir froh,
sind wir froh, dass ein Defizit drauf geht. Da wäre ein ehemaliges Reset, ein Reset außer der Reihe, ob der je nicht kind an den nächsten Jahren etablieren, wenn in Progressionen recht. Das ist also klar und muss ihn doch wissen, dass wir als Finanzkommission und wir als Deputierte nicht gewohnt gehen, wie viel suchen, dass dann danach so ausstehen. Wenn wir die Frage stellen, kriegen wir kein Antwort. Da kriegen wir nur aber gesagt, dass der BQ 300-400 Millionen soll rückwirkend encassiert gehen. Und dürfen wir froh auch und den Herr Finanzminister, Herr Präsident, ob den Herr Finanzminister als kann sagen, ob man dann nach mir ein Großmog an die Betriebe leihen, ob man dann noch weiter die Konten zu machen sind, und was eventuell nach doof suchen kann sein. Wir hatten auch für eine Reihe von Jahren, wie man nach besser finanziell stunde, wusste man, dass man große Reserven nach an die Betriebe leihen hatten, wo die konnten nicht gemäht gehen, aber auch keine gefroht hat, dann sollen encassiert gehen, weil das eben ein zusätzlich Mog war. Die erst tun relativ angefuhr gehen, die Mog, weil die Staatsfinanzen nicht schlecht gegangen, also dürfen wir interessant, gewürzt geben vom Herrn Finanzminister, ob du nach einem Mog leid, oder ob das Toten ein ehemaliges Reset war, den man lo kriegt. Die Evolution vom pluriannuellen Plan, Herr Präsident, die gesagt wird, dass Staatsfinanzen sich bis 2021 ganz stark verbessert. Das geht aber praktisch an allen Avien, die wir zu diesem Budget kriegen, getat auf Vorgestellt. Die Zentralbank zum Beispiel fragt sich, wie möglich für ohne neue konsolidationsmäßige Maßnahmen, ohne dass wir eine Progression an der wirtschaftlichen Entwicklung noch konträr Prognose weisen, dass die soll zurückgehen, der Emploi geht zurück, der Chômage soll uklammen. Und die Konklusion von der Zentralbank ist, dass am Fond eine Inkohärenz entre les Szenarios fiskal und makroökonomik gibt bestehen. Das heißt, dass die Steuern, Finanzsituation gibt besser gehen, und all die anderen Tendenzen geben aber noch hinweisen. Darüber hinaus gesagt der pluriannuelle Plan 4, dass bis 2021 man muss nach alles weiter anbrennen, bis 1 Milliarde für das Budget an den Equilibre zu bringen. Wir wissen, dass wir weiter Risiken haben, die kann genau abschätzen, die also aber bekannt sind, die auch den Finanzsektor treffen, und da man den Staatsfinanzen, wo kein Konsequenzen haut kann, genau. Wir wissen nicht, wie BEPS sich genau auswirkt, wir wissen nicht, wie den europäischen Plan Konsequenzen sind, wenn es gibt eine Uniformisation gehen von den Assietten bei der Gesellschaftssteuer. Wir wissen nicht, wie es könnt, ob es könnt, dass den Benefice an den Ländern, oder wie nicht, dass es könnt, dass den Benefice an den Ländern besteuert gehen, wo die Benefice auch erwirtschaftet gehen. Wir wissen, was die Fondsindustrie kann, so kann Probleme kriegen, was die Fursen umbelangt, weil an Zukunft muss der Mountain oder ein Teil von den Mountain zu Paris bei der ESMA gemäht gehen. Wir wissen nicht, was die richtigen Konsequenzen für Brexit sind. Wir hoffen nur, dass eine Reihe von Finanzinstituten auf Lützeburg kriegen. Wir wissen nicht, wenn England aus der EU raus ist, was für eine Steuerpolitik sie da machen, und wie weit sie sich um die europäischen Richtlinien danach halten oder nicht halten. Wir wissen auch nicht, wie es mit dem Tanktourismus weitergeht. Aber wir wissen, dass heute am Europaparlament über den Panama-Rapport diskutiert wird, wo in anderem Lützburg soll, laut verschiedenen Leuten, ob ein Schwarzlöschchen sicherlich trägt das nicht zur Renommee von unserem Land an unserem Finanzplatz bei. Der E-Commerce ist viel diskutiert gehen. Wir haben 1 Milliarde verloren. Wir müssen aber wissen, und das wir noch schon gesagt gehen, dass das, wie wir damals die Steuerhai angefangen tun, kein Anfang wusste, dass das so in Erfolg ging, weil das nächste Jahr mit 100 Millionen, die wir rausgekriegt haben, und dann hat man eine Progression über 7 Jahre, ob 1 Milliarde pro Jahr hätten. Dann müssen die Milliarden 3 Jahre, kriegt auch das Regierung heute am Anfang die Milliarde kriegt, an die erst dann eben zurückgegangen. 2015 haben wir nach 554 Millionen gekriegt, 2016 383, 2017 84, und nächstes Jahr kriegen wir nach 50 Milliarden, und dann ist es mit der Fried von der Steuer von der E-Commerce, als es dann rüber. Wenn wir dann über die Finanzen schwätzen, schwätzen wir immer über
Finanzpublik an. Dat bringt Leid opbausen zum Deel op eng falsch Richtung. Weil Leid mengen ich net so richtig Differenz oder Mass von der Leid net Differenz versteht, wenn man vom Staatsbudget schwätzen, an man schwätze von der Finanzpublik. Das ist aber nicht normal, dass eine Regierung lieber über die Finanzpublik schwätzt, weil die am Equilibre sind. Und die Finanzpublik muss ja wissen, dass das einerseits der Staatsbudget, also der Zentralstaat, dass das Securité Soziale ist, und dass das Gemengen an ihrer Totalität sind, wenn die an einem Exerzice aufschließen. Der Staat leidet mit 1 Milliarde am Defizit, Securité Soziale, a priori Pensionen aus dem Privatsektor leihen mit 1 Milliarde Benefiz. Aber wenn wir das dann austauschen, dann sind wir gesamt gesehen am Equilibre, wenn die Gemengen noch einen kleinen Überschuss macht von 100, 200 Millionen, da schreiben wir sogar da Schwarziffern. Das gibt, wenn ich das nicht richtig erklärt, die Leute die Impression am Land, wie wenn die Finanzen vom Land an der Reihe wären. Mit dem Staatsbudget, der wir nicht vergessen, was weiterhin am Defizit und das darüber, wo wir heute diskutieren. Für den Defizit eben zu decken, muss man als Staat all den Defizit über Emprunt finanzieren, wo nicht all ein Emprunt gibt, mit Emprunt, die da ein bisschen mehr hoch sind, an denen dann Defizite von 2 oder 3 Jahren decken. So geht auch die Evolution an dieser Legislaturperiode 2 Milliarden an Lut. Das ist der Meier schon gesagt, in der Regierung hat die 3 Jahre kein Emprunt brächten zu machen, weil die Regierung für drun, CSU hat sicher nicht damit gerechnet, dass es an die Opposition kommen. Da hat sie gedacht, da können wir einen dicken Emprunt machen, da sind Defizite für die nächsten 2 Jahre schon mitfinanziert. Das ist eben dumm gegangen. Da hat er am Fonds Defizite von der nächsten Regierung mit finanziert. Und dafür können die sich da halb retzen. Sie hätten an den nächsten Jahren kein Emprunt-Berichten abzuholen. Wir sind dann eben 2017 abgeholt, wo uns dann auch eben den Defizit vom Budget 2018 im Prinzip mit aufgedeckt kriegen. Der Herr Gramegna hat heute gesagt, dass 2 Milliarden Emprunt, das wäre raisonnabel. Mein Gott, ja, wir warten nicht, sollen noch etwas so, es sind 2 Milliarden, das ist raisonnabel, wenn ein Defizit am Budget möchte, das ist eine gelungene Ausstellung von mir, von einem Finanzminister, den das als raisonnabel findet, wenn er bei so einem Wurst muss auch noch 2 Milliarden zusätzlich schländigen. Der Conseil National des Finances Publiques hat dann seinem Avis zum Staatsbudget gesagt, dass bei einer Politik konstant die Verschuldung sich an den nächsten Jahrzehnten zuletzt am Staat sich dramatisch entwickeln, und das aufgrund von den Engagementen, die der Staat haut schon geholt. Und zwar gibt dann den Defizit, die mal haut bei 21% leihen, gibt 2033 bei 30% leihen, 2043 bei 60%, das ist die Grenze, die Kriterien aus Europa als 4 schreiben. An 2060 gibt man bei 161% leihen. Das wären griechische Verhältnisse. Lo muss das nicht antreten. Mir sogar wenn ein Teilchen gibt von dem antreten, was der Conseil National des Finances Publiques sieht, wäre für Lützeburg eine dramatische Situation. Ich habe mich gewundert, dass kein von den Majoritätsdeputierten ob deren Macht aus dem Avis von dem Conseil National des Finances Publiques zum Staatsbudget angegangen ist, hat er immer so für sich just Zitate zu finden, dass am Blick Finanzen vis-à-vis von den europäischen Kriterien an der Reihe war, aber wie wir die Perspektiven wird gesagt. Dann ist es noch so, dass mit Millionen nie zurückbezahlen, dass Milliarden dem alleine gehen, aber das muss eigentlich zurückbezahlt werden. Was machen wir? Wir machen alles, wenn sie fällig gemacht haben, Refinanzimenten, wo wir dann einen neuen Emprunt abholen und dann den neuen Emprunt, den aufliefern, 10 Jahre weiterlaufen lassen. 2019 kommen 200 Millionen, die fällig gehen, 2020 2 Milliarden, 22 1 Milliarde, 23 2 Milliarden, 27 2 Milliarden, 28 750 Millionen, alles Chiffren, die wir heute schon kennen, wo an denen Budgeten, die dann hier im Land sind, müssen an denen Jahren längst schon am Emprunt abholen, für die Milliarden dort zurückzubezahlen.
Aber wenn wir dann den Plan pluriannuell gucken, der sieht dann auch an den nächsten, zumindest soweit wir noch sehen, 5 Jahre defizitär sind, muss man also auch zusätzlich Emprunt abholen für eben den Defizit zu decken. Sind also nur an einer Etappe, wo man immer 2 Emprunt abholen. Für den alten Emprunt zu refinanzieren, und für den neuen Defizit zu finanzieren. Und wir kommen dann an eine Schuldenspirale ran, wo es in muss Angst stehen für die kommende Generation, die aber enkel müssen die Schulden bezahlen, weil der Lützeburger Staat haut, sind Schulden nicht zurückbezahlt, bezahlt kein Kapital zurück, bezahlt just Zinsen zurück. Kapital müssen als Kanner an der Madame Loschette hier Enkelkant zurückbezahlen, Jahr. Bei der Regierungserklärung vom 10. Dezember 2013 hat der Staatsminister hier in der Chambre gesagt, über Defizite an Schulden am Staatsbudget. Sie bedeuten, dass Zukunftschancen von der Juncker-Generation Gefahr sind, weil durch Schulden und Defizite nicht mehr genug Mittel da sind, für ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und weiter sagt hier, wir haben eine verdammte Pflicht, die Zöllern zu redressieren. Und die verdammte Pflicht, die sieht dann so aus bei dieser Regierung, dass sie angefangen hat mit einem Milliardendefizit und dass sie abhält mit einem Milliardendefizit. Also die verdammte Pflicht hat ihr absolut keinen Einfluss auf die Finanzpolitik von der Regierung, die den Herr Bettel präsidiert. Fangen wollte ich nicht so, weil der Kollege Podry aber der Moyen heute die Impression gegeben hat, wie wenn wir 1,8 Milliarden Euro auf den Fonds hätten. Wir gibt zwar bis 2020 auf 1,5 Milliarden aufgehen, muss ich da aber immer betonen. Ich habe für Drogen gesagt, dass wir Plus-Valuen hatten, haben wir die Plus-Valuen auf Fonds verdelt. Und die Suche sind aber an Tresorerie gegangen. Und noch wie die Finanzsituation vom Staat nicht schlecht ging, haben wir Defizite mit den Suchen aus der Tresorerie gedeckt. Und die Suchen wären einmal alle gefordert, mit die Ekritur administrativ, wie wir immer gesagt kriegen, die als bestohlen bleiben, halt stehen dann eben noch einmal 1,8 Milliarden da. Aber das ist kein Euro mehr von denen da. Wenn der Finanzminister dem ist weisen, dann müssen so Taschen abmachen, du hast kein Euro dran. Ich habe immer gesagt, früher bei der Regierung, dass kein roten, kein schwarzen Euro dran, halt kann ich dabei sein, dass auch kein grünen, kein blauen Euro dran, dass ich überhaupt käme dran. Also soll man nicht hingehen und immer nach von Reserven auf Fonds schwätzen, die just Papier stehen, an denen aber in der Realität nicht da sind. Ich will dann auch Vergleiche machen, was Steuerresetten überlang zwischen den Betrieben und der Personensteuerverwaltung. Da ist ein Dokument, ging am Kader von diesen Debatten, wo sie am Kader von pluriannuellen die Entwicklung von den Steuerresetten mischt, sowohl von den Betrieben wie von den physischen Personen auf den Gehälter und auf den Pensionen. Bei der Kollektivitätssteuer bei den Betrieben kriegen wir laut der Steuerverwaltung 2017 1.738 Millionen Rand, und 2021 1.861 Millionen. Das ist eine Progression über 4 Jahre von 7% bei der Körperschaftssteuer, aber bei den Gehältern und Pensionen bei den physischen Personen geht die Progression von 2017 von 3.460 Millionen auf 2021 auf 5 Milliarden auf 35 Millionen an Lut. Das ist eine Progression auf 4 Jahre von 45%. Wir sehen also, dass den Equilibre zwischen der Betriebsbesteuerung und der Versteuerung von den Personen immer die früher am Fonds ausgeglichen waren, die geht immer mehr weit auseinander. Das auch, und das hat die Steuerverwaltung als gesagt, Steuerreform wir an den Zöllen do mit berücksichtigt. Dafür hat mich die ein bisschen gewundert, wie den Herr Bodry geschwärzt hat, gesagt, dass wir den mal könnten über Kapital- und Betriebsbesteuerung diskutieren. Ich stelle fest, dass an dieser Legislaturperiode Fortschritt zwischen der Besteuerung von den physischen Personen an den Betrieben so weit auseinandergegangen ist, wie sie noch nie für drohen auseinandergegangen ist. Und das aufgrund von der Steuerreform geht sie an den nächsten 4 Jahren nach weiter auseinander. Ich erinnere mich daran, Betriebssteuer geht 7% an Lut, an die von den Personen
45,5%. Da muss ich noch wissen, dass nur der Steuerreform die Steuerverwaltung d'Avancen nicht angepasst wird und die neuen Baremen. Das will doch der Matthäischen, dass wir das Jahr mehr Avancen kriegen am Verhältnis zu den Dekonten und dass wir den Dekonten dann auch nächstes Jahr und die nächstes Jahr können mit klein ausfallen. Auch das muss immer berücksichtigt bleiben, weil die Avancen, wie gesagt, nicht und Steuerreform ungepasst zu gehen. Zukunftsfonds, Herr Präsident, schwätzen wir all Jahre darüber, und da sind wir im Schein den Austausch, den wir machen, wenn die Majorität sieht, sie gibt das für als Kanne machen, als sie gesagt gehen, dass sie geben all Jahre 50 Millionen auf Zeit legen. Wir hatten am Blick 183 Millionen da an die Spurbecks gelöst, und wir geben nächstes Jahr 50 Millionen, für das dann als Kanne einkehren, wenn sie die brächten, ein Mode auf der Seite hätten. Wir vergessen, also kann aber zu suchen, dass wir die Suchen, die wir heute an die Spurbecks lehnen, dass wir die Leine geben, weil das ist Bestandteil vom Defizit. Aber wenn wir nächstes Jahr 240 Millionen oder 250 Millionen auf der Seite tun, dann können wir zu den kleinen Kanner suchen, wir haben 250 Millionen hier auf der Seite. Und mit denen 250 Millionen können die 250 Millionen, die wir Schuld gemäht für die Suchen zu kriegen, für einen Spurbecks zu lehen, können die zurückbezahlen. Das ist also gut nichts geschieht. Das ist also eine Bauernfängerei für eine Bausen zu sagen, wir machen ein Spurbuch, was wir mit Emprunt finanzieren, und mit dem Spurbuch können wir dann ein Emprunt zurückfinanzieren. Bauern sind nicht so dumm, die wissen das, mit das wollen sie das nachher, das Leid am Land fallen auch darüber nicht mehr ran. Die Investitionen sind auf einem hohen Niveau, prozentual gesehen, aus dem Niveau über Jahren konstant vis-à-vis vom PIB, das ist also nicht eine Progression, das ist eine absolute Chiffre, eine Progression, aber das ist natürlich so, dass die Regierung immer zwischen den absoluten Chiffren an den Prozentsatz den Teil hält, den sie am besten arrangiert. Hier sieht die Regierung an absolute Chiffren, investieren wir mehr, wenn sie gesagt hat, prozentual, dann hat sie müssen so, mit den Investitionen bleiben auf demselben Niveau, und so lässt den pluriannuellen Plan gehen an den nächsten Jahren zurück. Für was brauchen wir die hohen Investitionen, aber auch, weil wir den hohen Wurst haben, und weil wir eben quasi halt nicht mehr nachkommen, mit den Infrastrukturen für die zu finanzieren. Das war gerade für meine Vierrednerin gesagt, ich will das aber nachher so an dem heutigen Zusammenhang, die Entwicklung von der Einwohnerzahl. Als Ziffer ein bisschen auseinander, mit dem der Katzke Bockel, das wahrscheinlich in einem Dokument geht, weil das Dokument, was wir kriegen, was auch publik, als was doch von offizieller Seite ist, das sieht am Anfang, dass wir von 1900 bis 1970, also 70 Jahre gebraucht haben, für 100.000 Leute hier im Land zu wurzeln. Dann noch von 1970 bis 2000 haben wir 30 Jahre gebraucht, für 100.000 Leute zu wurzeln. Dann haben wir 13 Jahre gebraucht, für 100.000 Leute zu wurzeln. Und dann sind wir zwischen 7 und 8 Jahre für 100.000 Leute zu wurzeln. Wir müssen also wissen, 100.000 Enkel, 70 Jahre, 30 Jahre, 13 Jahre, 7 Jahre. Da muss ich darauf Fragen stellen, auf was für eine Entwicklung dass wir da gehen. Und was das als Konsequenz, brauche ich schon keine Mal Band zu sagen. Wir sind permanent am Gangen über Konsequenzen zu diskutieren, aber wir schwätzen nicht über die Ursachen. Und das über die Ursachen, für was wir momentan an der Situation sind, die wir haben. Auch da Arbeitsplätze an einer Legislaturperiode, 60.000 neue Arbeitsplätze schaffen wir hier am Land. 60.000 Arbeitsplätze, den Herr Gramegna hat letztes Jahr Overs für das Budget für 2017 deponiert, ob RTL gesagt, wir haben dieses Jahr Gott sei Dank 15.000 Arbeitsplätze geschafft, das war letztes Jahr bei dem Depot für Budget, und hoffentlich schaffen wir das nächstes Jahr rund 15.000. Da habe ich gedacht, entweder nicht noch nicht verstanden, oder hier nicht von qualitativem Wurstum verstanden. Und auch heute kriegen wir eine Grafik reingeladen, wo gesagt wird, wir haben 60.000 Arbeitsplätze geschafft, und was das als Konsequenzen mitbringt, als nicht gesagt gibt. Weil wenn wir gucken, wir haben 60.000 Arbeitsplätze geschafft. Und wir gucken dann die Entwicklung vom Chômage. An der Grafik vom Finanzminister, du hast das, was ich gerade gesagt habe, ob er noch absolut Chiffren hält,
oder Prozentsätze, das geht das besser, wieder, da arrangiert ihr besser. Der Finanzminister hat Prozente genannt. Und gesagt, Prozente, die gehen weiter rauf, 2017 auf 5,8%. Und dann hat er abgehalten. Wenn er aber geguckt hat, an seinen pluriannuellen Plan, gehen sie da noch im Raum auf 6,9. Aber sobald wie Prozente negativ sind, hat er abgehalten, über Prozente zu schwätzen. Aber wenn wir die absolute Chiffren einfach gucken, aber wir gucken auch da, Oktober 13, Oktober 17, also die 4 Jahre, wo die Regierung am Amt war, hatten wir am Oktober 13 17.500 Leute am Chômage, auf 4.545 Beschäftigungsinitiativen, ein Total von 22.000 an 61 Leute. Aber wenn wir den Oktober 17 gucken, dann haben wir da 20.113. Also 1100 Leute sind zurückgegangen. Gott sei Dank sind sie zurückgegangen. Wenn wir da dann Verhältnis setzen, 60.000 neue Arbeitsplätze an 1100 Leute, als die Chômage zurückgegangen, das noch immer auf 21, müssen sich froh stellen, was wir falsch machen. An, Herr Präsident, wenn ihr dann noch weiß, dass wir eine kleine Maquillage gemacht haben für die Chiffren, weil man in den letzten Jahren nach 200 Leute, die an dem gemeldet waren, die invalid waren, mehr aber als nach Demandeur d'Emploi angeschrieben war, dass wir die tun einfach einen Pensionskäse am River gesagt tun, wenn wir die von rausrechnen, da gibt man sogar 100.000 Leute fallen, die Männer auf der Adam angeschrieben sind, während für den letzten 4 Jahre vis-à-vis. Ein anderes Argument sind Pensionen, darüber schon diskutiert, ich will aber auch nachher das klar sagen. Wir müssen uns alle bewusst sein, wenn wir Perspektive machen, über das wirtschaftliche Wachstum, über die Schulden, über die Finanzen, über die Entwicklung von der Population, dann ist das immer zum Teil an eine Glaskugel geguckt, aber wir wissen nie, wie es richtig ist. Vor allem, wenn wir weit gucken, bis 2050, 2060, wenn wir 40 Jahre zurückgucken, hat auch keiner gewusst, wie die Haut am Land aussieht. Mir eins steht fest, wir wissen heute aber schon, wie viele Leute 2060 an der Pension sind. Und das sind die Leute, die in Haut schaffen. Das kann ihn also genau ausrechnen. Die Leute sind dann an der Schiffe. Das ist nicht an die Glaskugel geguckt. Und da sieht das System aus, wenn wir eben Haut 170.000 Pensionären haben, das ist die Chiffre von 2015, das ist der Rapport von der IGSS, die gemäht hat, war ein Chiffre von 2015, 170.000 Leute an der Pension haben, dann haben wir da 2060 rund 500.000 an der Pension. Aber wir müssen dann 850.000 Aktive, also das Doppelt von Aktiven muss da im Land schaffen, wenn sie Haut schaffen, aber wir müssen das Doppelt und der Population und wenn wir sie Haut haben, am Land schaffen. Und wenn da Leute sagen, wir wollen nicht über Pensionen schwätzen, dann ist das irresponsabel vis-à-vis von kommenden Generationen, wenn wir wissen, wo die Evolution hingeht. Und der Finanzminister hat heute noch klar gesagt, wenn er diskutiert, was richtig ist, dass wir höchste Reserven haben, 4,5 Mal Jahresdepensen als Reserve, das ist enorm, das hat kein Land auf der Welt da. Wir haben aber auch kein Land auf der Welt die Entwicklung vom Arbeitsmarkt von der Population gehabt, und auch die Nachfolgekosten zu drohen, wie wir so, und dafür müssen wir die haben. Und der Finanzminister hat heute Morgen gesagt, dass die Reserven, die bringen uns nach bis 2040. Das ist nicht mehr lang an einem Pensionssystem. Wenn wir wissen, dass 2040 die Reserven Ende sind, und wir wissen, warten wir 2060 los schon von Leuten an der Pension haben. Dafür müssen wir darüber diskutieren, aber wir müssen die Courage haben, zusammen darüber diskutieren. Wir sind auch überzeugt, wenn wir mit den Leuten am Land darüber schwätzen, dass die Leute bereit sind, darüber zu diskutieren. Wir müssen den Leuten auch Courage für die Leute, so wie die Finanzsituation ist. Wenn wir den Leuten immer nehmen, so dass alles am Butter, auch wenn wir Defizit machen, das alles gut hier am Land und alles am Griff, dann ist ja normal, dass die Leute sagen, da können wir ja noch kriegen. Gewerkschaften, die wie der Finanzminister Leschke gesagt hat, dass alles an der Reihe, den Tag drauf, sind Forderungen schon kommen. Wir müssen den Leuten vorrichten, so, dass wir die Finanzen nicht am Griff haben, dass wir am Defizit haben, dass wir ein Problem bei den Pensionen kriegen. Da sind Leute bereit,
auch darüber zu diskutieren. Letzteburger sie kein Egoisten, den Haut über ihre Verhältnisse wollen leben, ob Käste von ihrer Kanne an die kommenden Generationen. Man muss als Politiker die Courage haben, für darüber mit den Leuten zu diskutieren. Da sind ja überzeugt, dass wir können Lesungen finden. Und da geht es nicht wie da verschiedene Majoritätsdeputierten, zum Beispiel so, dass man am Lochsche Haut auch dieselben Konklusionen gezogen hat. Madame Lochschatter. Ich muss mal Schalter hinstellen. Also Herr Reding, ich muss, Herr Präsident, kann ich von Spiel Schalter hingehen. Das ist das. Madame, ich weiß noch nicht, ob der Mensch schuld ist oder Madame Loche, schuld, dass immer, ich gucke, dass Madame Loche hat Mengen, dass irgendwie als der Wurmheier Mac. Das fällt nur Herr Präsident, da wird direkt gesagt von den Sozialisten, will dir Pensionskürzungen machen oder das Pensionsalter anlösen. Nee, das will gehen. Ich stelle keinem mehr Bann, dass der will Pensionskürzungen machen oder das Pensionsalter. Man muss uns Summe Gedanken machen, wie wir das System langfristig kriegen, dass es überlebt und dass die kommenden Generationen nicht darunter wirklich riesige Probleme kriegen. Und da muss man realistisch sein, wenn wir von Pensionskürzungen oder Pensionsalter schwätzen. Pensionsreform, die wir 2012 im Dezember gestimmt haben, die den 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Man hat die heute Pensionsalter 3 Jahre abgesagt. Das war ein CSV-LSAP-Regierung. Wir haben das Projekt damals matt gestimmt. Wir haben matt gestimmt, weil wir gesagt haben, es ist ein Projekt, wo keinen Anfang spielt, dass wir löserlos Anpassungen machen. Aber wir haben, wenn wir ehrlich die Pensionskürzungen da gestimmt, 2013. Weil wenn den Haupt mit 60 Jahren Pension geht, kriegt er nicht mehr dieselbe Pension, wie sie 2013 kriegt. Muss er pur mehr lang schaffen gehen. Und an 20 Jahren muss er 3 Jahre mehr lang schaffen gehen, für dieselbe Pension zu kriegen, wie er 2013 mit 60 Jahren kriegt. Also kann man halt ab, für direkt zu sagen, da gehen Pensionen gekürzt oder Alter, das haben wir schon an einem Gesetz von der letzten Regierung gemäht, was den 1. Januar 2013 an Luther. Das sind alles Konsequenzen von dem strammen Wurst und genauso gut wie die Stauen. Da brauche ich nicht viel darüber zu schwätzen. Wenn jeder von uns erlebt hat, all das, sie gehen mir groß. Sonst wäre es Neues an Novus los, schon praktisch über die ganzen Tag. Das ist nicht nur ein Umweltproblem, weil viel CO2 geht ausgestoßen, wenn du 10.000 Autos stundenlang am Tag am Stau stehen. Das ist ein ökonomisches Problem für die Entreprisen, denen ihr Betriebsauto stundenlang am Stau stehen, den das dann mit verrechnen. Und da müssen die Leute, die eben die Leistung berührt kriegen, müssen eben das mit bezahlen. Den Transport oder den Nachhaltigkeitsminister, den François Bausch, hat kurz gesagt, wir stehen für einen Kollaps. Ich habe gesagt, oh, Frau Lo könnt ihr auch da drauf, dass wir für einen Kollaps stehen, nachdem, dass man 4 Jahre Rekordwurstum gemäht hat, hört ihr wirklich, wo ihr maßgeblich darüber beteiligt genossen. Lo könnt ihr kurz für die Kloster stellt ihr fest, dass man hier am Land für einen Kollaps steht, was der Verkehr umlangt. Den ist wahrscheinlich lo den ersten am Land, den das gemerkt hat. Und die 100.000 Leute, die all da dran stehen am Stück, da hat noch keiner das gemerkt. Dafür hat das noch müssen ganz klar so. Das Logement ist auch ein Problem von dem starken Wachstum. An der Regierungserklärung hat der Staatsminister 2013 gesagt, wenn ein Ritsch von Maßnahmen angekündigt wird, seht ihr zum Schluss von seiner Präsentation, Jean-Claude und Familie sollen eine faire Chance auf den Tag über dem Kap kriegen. Weil gefunden als ein Recht an DFK Privileg mehr gehen. Aber was stellen wir noch 4 Jahre fest? Ist das halt nicht ein Privileg für sich können, als Lützeburg nach einer Wohnung zu bauen? Sind Preise an dieser Legislaturperiode nicht all Jahre, wirklich all Jahre, 5-6%, sowohl bei dem Abkaufen wie bei der Lokation an Lut gegangen? Wir haben heute die höchsten Preise, die wir jemals hatten. Es ist wirklich ein Privileg, für das den Haut nach kann als Lützeburg eine Wohnung kaufen. Und darüber, also wenn nichts geschieht, was tut das Regierung dann abweisen? Am Logement. Das Resultat ist, so ein TVA erhebt, so ein Nachmedaille gemäht, so ein Minister am Sinn vom Wort an die Füße geschickt. Sind Direktoren
a Präsident den enormen Altwees haut kämi wen iwwerhap nach do es de so net, so se sind se ausgewirselt gin. An de Kollege Max Herrn, dem dat muss jo rechnen. Den huet lächtwoch den 11. Dezember ha an der Chambre gesot am Kader vun der Debatte iwwer zur Subvention vun den Loyeren sortieren. Situation am Wohnungsmarkt as dramatisch. Besser hat in Politiker von der Majorität, auch von der DP, denen ihre Ministerin zuständig ist für das Logement, das Resultat für 4 Jahre Arbeit von dieser Regierung nicht hinten dokumentieren. Herr Präsident, auch Posten an der Fonction publique, die man haut, massiv. 1000 nächstes Jahr, dieses Budget 1000, als auch ein Konsequenz vom strammen Wachstum. Wenn man so viel Leute, so viele Betriebe beikriegt, das muss geriert gehen von einer Verwaltung. Dafür braucht man so viel Leute. Wenn man halt nicht mehr Leute genug am Enseignement haben, für Schulen zu sagen, dass die Leute Pensionären mit Rüge zu gehen, dann ist das auch eine Konsequenz vom strammen Wachstum. Aber wenn man eine zweite Prison bauen muss, dann ist das auch eine Konsequenz vom strammen Wachstum. Aber wenn wir nur 300 Leute brauchen für eine Prison, für den sie gerieren, und die Regierung findet kein Lützeburger mehr, dass sie sagt, lo muss man nicht Lützeburger holen, für dort die Verfahren an Prison zu machen, dann ist das doch eine Konsequenz vom strammen Wachstum. Aber wenn wir hier eine Diskussion und die zwar überflüssig ist, nämlich über die Burger, wenn die Regierung direkt als Proposition de loi akzeptiert hat, die ja nach wie vom Conseil d'État, die Kopie aus von der Proposition de loi, von dem Gesetz für in Frankreich aus, aber so gut aus, dass CSV uns immer aufgeschrieben hat. Aber weil wir eine Opposition formell kruten, als Proposition de loi an CSV aber gut aufgeschrieben hat, hat sie auch die Opposition formell vom Staatsrat gekriegt, die aber nicht zu behilfen ist. Mit der Regierung hat gemeint, sie müssen etwas Besseres erfahren, etwas Unmögliches für allen Menschen, von Rimmeling bis auf den Femperherd, der Kap am Land gerüsselt hat, hat sie sich 4-5 Opposition formellen angehandelt. Herr Präsident, das Regierung, wir hatten nur gefragt, ob es nicht eine Statistik gibt, Herr Präsident, für den Opposition formellen. Ich meine, das Regierung hat auf 4 Jahre mehr Opposition formellen sich angesammelt, wie wir die 40 Jahre für drunter im Land zusammen gekriegt haben. Das beweist auch Qualität, das beweist Qualität von dieser Regierung. Das beweist Qualität von dieser Regierung, wenn sie Proposition de loi kriegt, wo bis 20 Opposition formellen dran sind. Das war etwas, früher war eine Opposition formell, das war eine Exception. Haut also die Regel. Haut also eine Exception, wenn die Projekt de loi rumkommt, wo keine Opposition formell daran steht. Herr Präsident, das Wort qualitative Wachstum, das wird immer diskutiert. Wir hatten noch den 3. Dezember 2015 als ADR eine Interpellation, wo wir über die qualitative Wachstum geschwärzt haben, aber auch Konsens bestanden und dass Donor misst Alkeiers in eine Impactstudie gemäht gehen bei größeren Betrieben. Wir wenn ich da gucken, was als qualitative Wachstum, wenn der Finanzminister höflich ist, von Nalios 15.000 Arbeitsplätze kann schaffen, wenn wir sozialistisch betonten sozialistischen Wirtschaftsminister haben, den durch das Feld bei Milliardären reist, teilweise ein korrupt Regime reist, und zu denen seht, kommt man deren Milliarden auf Lützeburg, just dafür, dass nicht viel Steuern braucht, zu Lützeburg zu bezahlen. Als das der neue Sozialismus. Als das der Sozialismus, den dann heißt, man muss etwas beim Mindestlohn machen, aber vergisst wird an dieser Legislaturperiode etwas zu machen, also just für die Wahlen, Bämmeln und die Kleinleute denkt, mit denen aber ferngestalt gereist sind, für die Milliardären Milliarden von Steuergeschenken zukommen zu lassen. Die qualitativen Wachstum, hat man gesagt, gibt eine Impactstudie machen. Wann ein grosser Betrieb, was braucht den und Energie und Wasserverbrauch, was für ein Leid brauchen, was für Information, Konsequenzen auf Mobilität, auf Stauen, auf den Wohnungsmarkt, auf die Investitionen, die der Staat an die Gemeinde müssen machen, auf Steuerres hätten, die der Staat von so Betrieben kriegt. A Google als eng von denen Betrieben, wo man die Frage können stellen.
Ugangs das am Freier hueten Wirtschafts- an den Staatsminister sich überschloen, den ewer bis wie sehr wie den anderen für der Nation Matze delen, dat Google eventuell op Lützeburg können. Und du die lang neich mir heieren. An Viergächte hun die zwei dann aber zu summen, sind sie für den Press getrat, für so dat Google eng Option zu bieten, den Terrain von 34 Hektar geholt. Ob dat lo positiv aus ver Google können oder negativ, ob dat an de Karte von qualitative Wurstum passt oder net, kann ich net so, weil mir hun als Deputierten kein Donne bis haut krit. Viel Mittel a Kleinbetriebe ha am Land hun ich natürlich vorgestellt, wie as het melich, dat den 30 Hektar 34 Hektar am geringer wies kann von Haut und mal erfannen, aber mittler Kleinbetriebe Pläre nach Platz sichern, dann dauert het jahrelang für dat sie überhaupt keinen Platz kreen. Es schon den 20. Juni ein Question parlamentär und der Wirtschafts- und den Finanzminister gestaltet, wo ich gefragt habe, als eine Impactstudie gemäht gibt bei Google, so wie der Wirtschaftsminister da 3 am Dezember für uns 2 Jahre versprochen hat. Als geguckt ging, was das für Konsequenzen hat. Nerbismarkt, Transport, Energie, Umwelt, Steuerresetten. Herr Präsident, dir wisst es genauso gut wie ich. Es hat 2,5 Monate gedauert, da kriege ich eine Antwort auf mein Kästchen parlamentär. Und ich gebe die kurze Antwort resümieren mit der Wörter bla bla bla. Meistung empfang nicht an der Antwort dran. Schon den 11. Oktober dem Präsident von der Chambre Nike einen Brief geschrieben und so, ich gebe da geht protestieren, ich hätte gerne Antworten auf mich vor. Und der Chambrepräsident hat dann noch denselben Tag der Regierung über den Minister von der Relationen am Parlament weitergeschrieben, sie soll die Frau und die zuständige Minister gehen, afin qu'il fournisse une réponse complète à la question parlementaire. Das war den 11. Oktober. Heute sind wir den 13. Dezember. Herr Präsident, ich will nachher mal keine Antwort. Du hast das schon 4,5 Monate hier, wo das Regierung mir nicht auf meine Fragen antwortet. 4,5 Monate. Und da will ich schwätzen von einer nachhaltigen Entwicklung. Da kommen die hin so und sie geben Impactstudien machen, wenn ein großer Betrieb geht. Noch 4,5 Monate haben wir noch keine Antwort gekriegt. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, was eine Regierung sich vis-à-vis von einem Parlament erlaubt. An Deutschland haben die gering für einem Jahr bei dem Bundesverfassungsgericht gegangen, weil die Regierung den Deputierten nicht auf ihre Fragen klar geantwortet hat. Das Bundesverfassungsgericht hat dezidiert, dass eine Regierung muss auf all Fragen, zumindest an Deutschland, antworten, ob sie bequem oder unbequem ist. Und dass sie sich nicht kann, an Betriebs- oder Steuergeheimnisse mit vagen Dingen verstoppen, für keine Antworten zu geben. Die Frage, wo ich gestaltet habe ich nicht gefragt, wie viel Steuern bezahlt Google. Ich habe just gefragt, geht mit Google eine Ruling gemäht, aber ja, wie gesagt, den aus. Das ist kein Steuergeheimnis. Das ist ein Recht von Deputierten, von einer Öffentlichkeit, für das gewollt zu gehen. Und dafür muss sich gelungen Gedanken machen. Wenn eine Regierung refusiert, einem Parlament das Fragen zu stellen. Herr Präsident, ich muss aber nach wieder über als kein Kollege verlieren, weil sie noch kurz vor dem Kollaps stehen. Das sollen sie nicht persönlich gesehen, sie haben Land um die gemeint. Mit haben wir da schon eine Legislaturperiode gehabt, wo man mehr Wurstum hatte während dieser Legislaturperiode. Wo man mehr Arbeitsplätze geschafft hat während dieser Legislaturperiode. Wo man mehr Abwohner beikriegt hat während dieser Legislaturperiode. Wo ein Stau mehr groß ist während dieser Legislaturperiode. Wo mehr so betoniert gehen als während dieser Legislaturperiode. Und haben wir die gering hören. Haben wir die gering hören. Google kriegt 30 Hektar. Geringfleisch. Das ist so groß wie ein Schmelz am Süden. Wie Schöfflinger Schmelz. Wie Schöfflinger Schmelz aus das. Und die gehen an enger Kehr total zu betonieren. Total an der geringen Wies zu betonieren. Haben wir bis heute geringen Heieren, den du gegen etwas gesagt hast? Nein. Könnt ihr euch erinnern, die Autobahnen? Nächstes Mal stimmen nach einem Projekt, wo wir ein Autobahn bauen. Von einem geringen Minister. Ein gering Rapportrice, das gaset man am Lochsche. Herr Präsident, haben wir schon etwas höher von denen.
Könnt ihr euch erinnern, wie man auf der Saarautobahn gesagt hat, da muss eine Tankstelle kommen. Vertritt Abstand. Die gering sitzen zu Remmerschen an der Wiss, eine Pressekonferenz zu machen. Da fuhrt Lummel auf Esch und da guckt er dort zwischen Leitlinger Face, was da ein gewaltig Lach an Naturgemäht hinaus für eine Tankstelle zu bauen. Früher waren sie kein Autobahn. Heute sagt der Minister Bausch mal nicht mehr, wir bauen eine Autobahn. Oder der Staat baut eine Autobahn. Nein, ich baue eine Autobahn, sagt er. Das ist eine formidable Entwicklung. AVP muss weggehen, aber da gehen sie umgelöst. Auf eine Bösch muss gerichtet, aber da geht er umgelöst. Auf ein Wiss muss so betoniert, aber da geht es so betoniert. Und der Witz ist, das Minister heißt Nachhaltigkeitsminister. Darüber kann ich nicht mehr lachen. Es ist das einzig nachhaltig von dem Minister ist. Es ist noch nie so viel nachhaltig Greenwies mit Beton zu betoniert geht. Das ist das einzig, was nachhaltig an dieser Regierung ist. Und dürfen Sie nicht, Herr Präsident, das ist eine ehrliche Meinung, aber nur. Die Überzeugung, dass egal wie die nächste Regierung ausgesehen und egal wen dran ist, ob der CSV mit den Sozialisten, mit der DP, mit den Grünen oder wir mit der CSV sehen, egal wen, es muss ein geringen Nachhaltigkeitsminister an die Regierung kommen. Weil sonst geht die ganze Comedy remlass. Wir haben es ja gesehen. Sie waren am Staat der Gemeinde und nicht ein Tag an der Opposition. Tun sie eine Pressekonferenz gemacht. Und über was haben sie sich aufgeregt? Aber über die Wurstum an der Stadt Lützeburg. Über die Wurstum an der Stadt Lützeburg, die nicht genug berücksichtigt werden an der ganzen Diskussion über am Schäferrot. Und dabei meine ich, waren einfach die Geringen, nur 12 Jahre am Staat der Schäferrot, der Band de Gasbrich. Wie soll den dezidiert tun in der Stadt Lützeburg, für den einzig Katastrophe geht, wären du die Grünen nicht dabei? In der Opposition, Patsch, 180 Grad, noch hat eine Pressekonferenz gemäht, und noch hat eine Manalkarte an der Stadt manifestiert. Dafür kann man gucken, dass man zumindest ein Geringen als Nachhaltigkeitsminister an der Zukunft an der Regierung hat, was für das so ruhig und so flott, die 4 Jahre. Kommt gebaut, wo man wollte, es war keine Diskussion. Und auch der Movement Ökologie hat sich anscheinend abgelöst, weil von dem her den nicht mehr. Also, das ist eine Situation, wie man sie nie konnten drehen. Kann man gucken, dass man das unbedingt beibehalten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich muss zum Schluss kommen. Das schürt mir. Auch ich muss mich und Reglement halten. Auch ich muss mich und mein Kollege gesagt, ich kann schwätzen. Ich kann schwätzen, solange wie wir Zeit hatten. Aber macht ihr euch nicht so viel Gedanken, mein Kollege, mir geht es gut eins. Die Rapportrice, der Finanzminister und noch Deputierte von der Majoritätspartei, die heute schon defiliert und alle wollten wirklich unterstreichen, dass das heute kein Wahlbudget wäre. Sie haben das kein Wahlbudget haben. An 3/4 von der Zeit, den sie heute geschwärzt haben, und sonst nicht mehr dort gemäht, und dem heute dat geht, den dort nicht dat geht, und den heute kriegt dat, und den dort kriegt dat, und nächstes Jahr kriegt noch den dort dat, mit das kein Wahlbudget. Das lot zufällig da an die Wahlen kommen, dürfen können sie und nicht. Das ist für 5 Jahre nur eben eine Ausgangsposition gewesen. Mir tut absolut, als das heute kein Wahlbudget, das ist ein Budget für Zukunft. Also ein Budget für Zukunft. Ja, das ist ein Budget für Zukunft, und zwar in den die zukünftig Generationen hypothekieren. Also Budget, die weiter auf strammen Wurst setzt, den Probleme immer mehr groß mischt, den zukünftigen Generationen weiter wird hypothekieren. Es sind überzeugt, und das habe ich 4 Runden ja schon gesagt, wenn jemand die Leute am Land schwätzt, die Leute sind hier in Lützeburg kein Egoisten. Wenn jemand die Leute schwätzt und mengt den, es Kind dem mit Wahlkadoen Maishai fänken, Leute fänken, Stimme fänken, Wahlkadoen, die man über Emprunt muss finanzieren, und dann die Leute, die Kado kriegen, denen hier kann an Enkel kann die müssen die zurückbezahlen. Es ist überzeugt, dass die Lützeburger verständlich genug sind und nicht so egoistisch sind und so, ich hätte noch gern weiter. Und man kann, muss noch daneben zurückbezahlen, wenn in der Leute vorig steht, Leute sind noch bereit, in andere Wege zu gehen. Und dieses Budget geht todsicher an die falsche Richtung. Und dafür finden als Zustimmung mit 100%iger Überzeugung nicht.